Schüler lief Eltern, dass der 15. September war techt, dass Vakanz rüber ist und das Schulrentree ist. Man hat die Chance, hatte man immer wieder, weil wir einen herrlichen blauen Himmel und kann also noch alle guten immens froh gewesen, für zurückzukommen. Also ich hoffe, das mal auf jeden Fall. Ich stehe heute für um C bei, wo die erste und zweite Klassen in der Brüste sind, aber wo man dann auch das Jahr 44 Neuschüler haben, die an die Schule gekommen sind. Um Site von der Zentralschule sind das Rentree 424 Kanner, die auf die 3 Gebäude A, B und C abgedeelt sind. Und nachdem wir noch ein Jahr an der Schule gucken waren, gehen wir noch ein gucken, was die größten sind. Also nächste Woche feiert uns an Koppelster Straße an als Spielschule, wo wir das Rentree 5 Klassen haben, 16 Kanner, was dann 80 Kanner insgesamt sind. Ende 2017 hoffen wir auch dann, dass wir mit der Maison Relais, die an dem Gebäude soll gebaut gehen, aufhängen, wo auch nach einem kleinen Turnsaal für die Maison Relais und für auch Kanner aus der Spielschule vorgesehen ist.
Also lachte we feier das dann op Olm an der Prekos, wo man die echte Käier 3 Klassen hunn mat am ganzen 40 Kanner wo mir natürlich auch lo en geséierer Lose gin, op de Rentrée sech och gut verlauf huet. Am Numm vun mir, am Numm vum Gemengener Schafferrot wënsch mir natürlich alle Gotten de Schüler an noch den Enseignern eng wunderbar Rentrée 2016/2017. Lief Leute alle gut, wir sind heute bitte hier ein neue Park anzuweisen von unserer Maschine, von unserem Fuhrpark. Ihr wisst, Regiebetriebe an der Gemeinde sind ganz wichtig Sache. Sie verkörpern nach außen all das, was die Gemeinde soll sein. Proprietät, die nicht immer klappt, das muss ich sagen, weil ihr nicht Leute genug hat, wenn ihr sie braucht. Proper Arbeit, professionelle Arbeit, die wir machen können, die wir anbieten, mit dem besten Geschirr, was das Leute kriegen können. Sie sind uns das Aushängeschild von der Gemeinde. So wie sie sich da draußen präsentieren, am Namen von der Gemeinde Kirlen, ich meine, das bleibt hängen, das tun die Leute am Kopf, das gesehen sie an der Personalwelt, das kann raus so, das Durchbang tipptopp, wir können nicht klonen, wir werden noch nicht klonen. Es sind immer Sachen, die kann besser machen, es sind immer mehr Leute, die mengen, sie müssen aber trotzdem eine Person, auch von da gut gemäht, das Band das so. Der Mensch ist nicht zu ändern, und das wie nass, wir sind noch für mehr Sinn. Aber wir wissen, wie wir sind. Wir sind eine Gemeinde Kirlen, die nach außen sich gut verkauft, dank euch alle Götten. Und das heißt Pflicht, eine Schuldigkeit als Gemengener Schafferrot, ich die Maschine natürlich auch zur Verfügung stellen, die ihr braucht, für eine anständige, proper Arbeit zu leisten. Die Arbeit, die ihr dabei zu leisten, Terrain für euch, aber für alle für die Gemeinde Kirlen, das ist ein Pack. Regelmäßig, das ist ja ganz klar, müssen die Sachen ersetzt gehen. Regelmäßig muss noch geguckt gehen, an nicht mehr spät wie 2 Wochen, weil der Kollege Luz Koch und ich selber zu feiern und in einer neuen Maschine gucken. Ich meine, das kann er ruhig so. Und die Leute, die dort dabei waren, wir hatten noch übrigens 2 Leute aus dem Regiebetrieb mit, die Leute, die die Maschine mussten schaffen. Und das tut mich als Bürgermeister, und ich meine, der Luz war auch dabei ganz erfreut, dass wir geschwärzt haben, dass die Maschinen eventuell müssten an die Occasion zurückkommen. Und die gesagt haben, die Leute von der Firma, die Maschine von der Gemeinde Kirlen kannst du ruhig holen, die sind tipptopp an der Reihe. Das freut ihn. Ich meine, die Maschine wieder da, das kostet ja auch ein paar Suchen. Ich meine, wir haben am ganzen Haus für 170.000 € Maschine stehen. So wie die mit Material behandelt, so sieht es dementsprechend aus. Aber nicht gut ausgesehen, dann ist das ein Zeichen, dass dir eine anständige Arbeit macht, Arbeit respektiert, aber auch Arbeitsmaterial respektiert. Dafür von meiner Seite aus, und ich meine vom Chef der Gemeinderat, als Felicitationen für ihr Arbeit. Aber auch Felicitationen, dass das Material, so wie es steht, auch gut versorgt. Wir fangen langsam an, dass das Auto, das man kauft für die Serviceadministration, das ist Ford Focus, die Nummer kauft, die Performance-Care zu Dondel. Das ist auch wichtig, und wir haben immer gesagt, und wir bleiben noch dabei, dass man so viel wie möglich mit diesen Firmen, die heute an unserer Gemeinde sind, ansässig sind, auch können schaffen. Das geht nicht immer. Ich meine, sie müssen auch teilweise auch die Offer machen, die am Preis können mitspielen, aber wenn es aber geht, und passt alles an den Chrom, an die Firma, die hat ein anständig Offer aufgehen, als das selbstverständlich, dass wir mit diesen Firmen zusammen schaffen. Dafür ist der Auto Ford Focus Break für eine Serviceadministration, den ist vom Performance Care von Dondel. Als zweites Auto ist heute ein Iveco, den haben wir für Service, also Service de Jardinage, die kostet 40.000 €. 40.000 € für ein Kabinett, die komplett ausgerüstet ist, also Preis, den ist akzeptabel, den ist wohl ganz gut. Das ist auch eine Firma aus der Industrie, das ist die Firma Jourdain, die hier wohnt, die sich näher gelassen hat, auch eine Firma aus dem Service, das ist gut, also Gemeinde. Als drittes haben wir gekauft, ein neues Salzstreher, für einen Dachsalzstreher, für als Maschinen, der Schöpf, das ist von der Wolfeiland Agri, du hast den aller Schleichhai, gesehen ich, mit seinem Wand, der Benoit Decol, die das verkauft haben. Sie wollen auch noch Schneeschöpf, die hier steht.
Dat ass enger Investition zu Summe vu 40.000 €. Als Lächt hummer hai als Baggerhai stoen vun Liebherr mat Liebherr, Di immer geliefert krit vun der Firma Kommat an ich begréessen der Jocht, du hast direkt einen Herr Claude Kanter an wann Gi Bertmes. Ich alle Götten, die der Drpp schafft, Drpp fuert, versucht dat Material gut. Die kritet net all Joer, méi wann net Fut ass, da muss man gucken, wat man ersetze. An ich hoffe, dat der Läng Drpp fuert, nummer Läng Spaß tun an Dir och, an mir brauch lang keine neue Investitionen zu machen. Wir sind zu Kirchen am Centre d'Intervention. Wir sind hier bei den Jugendpumschen Larry Gesider hin se vun as ganz begeerten mir hunn fir d'chte Käier ha an der Gemeng Kirlen eng 24 Stunden Übung durchgeführt, lang mat Jugendpumschen, lang mat eventuellen Accidenter, Feieren an allmögliches, was du an der Branche kann aufhalen. So Larry, du bist ja heute ein Ersatzleder. Was für Sachen hat man dann noch schon für gestern Abend tun? Ja, wir hatten zum Beispiel gestern Abend zu Käsbild, also Mäsbild respektiv, hatten wir einen Hausbrand. Das war da ganz kritisch, weil es gedämmt, und dann sind wir halt gekommen. Und man für dich müssen die Leute rausholen, bis man für dich mal gucken können. Und ja, das war schon ganz brenzlig. Was man dann noch hatte, war zu Kirle gestern, hat man bei der Zentralschule einen Feueralarm gemeldet gekriegt. Und der Sache sind wir dann auch noch gegangen. Also sind wir mal gucken gefahren, was dann da los wäre. Und dann hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich ein Feueralarm war, den ausgelöst wurde. Und ja, nach andererseits hatten wir, indem wir den Morgen zu Käsbild am Busch, da hatten wir einen kleinen Brand, da hatten 2 Paletten gebrannt. Und wie wir dann da hochgekommen sind, respektive die Kippe da hochgekommen ist, haben schon direkt gedacht, oh, der Toten, der sieht nicht gut aus. Und dann haben sie aber sehr angefangen mit Lächeln und dann ist das aber noch gut ausgegangen. Ja. Ja, es wird noch wahrscheinlich an der vom Tag wird ein paar Sachen bei so kommen. Jugendleder, den Hayas, den ist ganz erfinderisch an den Sachen, den amüsiert sich ganz viel damit. Und dafür Kevin, komm rein und dann kannst du so, wie sie sagt, du findest, dass ich gehe, dass er das merkt. Ja, das ist schon ein ganz flott Sache. Da hatten 2 Kollegen von uns, den Michi Fort und den Steil Jordan als Helfer. Die hatten da die Idee gebracht, Anfang des Jahres für eine 24-Stunden-Übung zu machen, wie der Lust gesagt hat. Die Jungen sind ganz begeistert, sie wissen nicht, was sie durchkennen. Es kann auch sein, dass sie nicht mehr am Laufe des Tages. Das hängt immer von der Situation auf, wie das Ganze sich entwickelt. Ne? Gut, also ich meine, so wie wir den Kevin kennen, also den Kollegen, alle Guten aus dem Komitee, werden sie schon erbigt fanden, dass die Jungen bis 5 Uhr ein bisschen zu dienen. Aber es war keine 24-Stunden-Übung, ich muss mich da repetieren, es war eine 27. Sie haben noch hier am Sitz geschlafen, sie haben alles Administratives mitgekriegt, so gut den Heiden Ersatzleder wie auch den verschiedene Kurse, Ausbildungen und dann Terra, Sitz selber, wie sie das sollen schaffen. Ich hoffe, es hat den Jungen auch gut gefallen. Gibt es das dann ein Gefühl machen?
Ja, also wir haben die Idee schon sogar eventuell weiterentwickelt, für das Ganze sogar vielleicht mit Nopeschkoren zu machen, was auch schon die Idee von den Nopeschkoren und nice war. Wir müssen das Ganze noch ein bisschen überschaffen, für das Ganze noch ein bisschen besser nach an die Hand zu holen. Okay. Das zu machen. Merci Kevin an den Larry Fronig der Lohn enkeier gis enke wille mat machen wär flott oder as flott. Und natürlich, also schon ganz viel Spaß daran, hier an der Ersatzzentrale zu sitzen und die verschiedenen Ersätze zu leiten. Also ich ging ganz schon ein rumkommen, was bis veranstaltet. Also der gesit also he zu kehren as Begeung groß, wo noch ganz guten Jugendkohort zu summen, wieviel weet man hun 20 Kevin stimmt dat? Ja, wir haben da 19 Stück haben wir da, offiziell. Also 20 wie gesagt, also 20 ist mehr wie 90. Könnt vielleicht den und den anderen nach bei, dadurch dann, dass der Chor vergrößert gehen. Also wir hoffen auf jeden Fall als Responsable von der Gemeinde, dass Begeisterung unhält und dass sie noch können, wenn sie mehr sind, an den großen Chor antreten. Ja, mooi, ik ben nou een persoon die als net toespreekt, maar we zijn dat we zullen maken. Kompressionen gehen. 2 Atemspenden gehen. HLW starten. Atemspende. Atemspende.
Schönen guten Abend. Ich begrüße euch hier auf der 10. Edition vom Flohmarkt. Wie kann er sagen? Wie ihr seht, das ist die erste Edition, die wir zu Kiel machen, hier am Musiksaal. Wir in den Saal müssten ändern, nicht weil das so nicht gefallen hat, sondern weil der Saal zu allem irgendwann ein bisschen aufgerappt geht, dann etwas mehr Funktionelles am Platz geht. Dafür sind wir das zu Kiel. Wir sind aber ganz zufrieden. Der Saal hat ein bisschen mehr Platz, also ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wir werden noch ein bisschen optimistisch, haben mir mehr Leute geholt. Das heißt, wir haben 83 Leute, die hier Sachen verkaufen. Wir hatten nicht ausgerechnet, okay, das sind 50% mehr Sachen. Das heißt, wir ganz vorüber müssten wirklich intensiv schaffen, für das alles propatriiert zu kriegen. Das Resultat ist gut. Wir stehen aber auf dieser Platz die Leute von der Jugendkommission und all den anderen Freunden bekannt noch merci, die geholfen haben, weil sonst hätte man das aber die Woche nicht über die Bühne gekriegt. Den Don, den wir das Jahr machen, noch von der Freijahrsedition, das heißt die 2 Editionen von 2016, die geht um die Fondation Thierry van Werwicke. Wir wollten eine Fondation oder eine Association raussuchen, die sich auch für Jugendliche einsetzt, weil wir als Jugendkommission gedacht haben, das wäre eine gute Sache. Sie sind am sozialen Bereich, sind sie NRW, die Fondation Thierry van Werwicke. Sie unterstützen Einzelfälle, die eben durch das normale System, soziales System nicht abgefangen gehen. Das ist ganz gezielt Unterstützung, wenn zum Beispiel Jungen, denen auf der Straße ist, wo 2-3 Monate Loyer fehlen oder wo da gezielt unterstützt wird. Sie gehen nicht vom Staat finanziert, dafür sind sie ganz froh, wenn sie von uns auch noch von anderen Leuten Dons kriegen. Sonst machen sie über Konzerne, natürlich, das ist ja schon mitgekriegt, dafür sind sie dann da. Sie schon Bilder oder die Bande gedreht gehen, sind schon ganz viele Leute da. Gesagt, ein bisschen mehr abgeraumt, der ist wieder zu Olben wird, also nicht das Gedrecks. Aber ich denke, der Start ist vielversprechend und ich gehe davon aus, dass er doch einen großen Erfolg hat. Dafür vielen Merci. Wir haben nicht lange müssen diskutieren, aber wir hatten ein bisschen Probleme mit dem ersten Preis. Das heißt, das kein von den textalen Guten, den es so viel mehr gut gewicht geschenkt hat, wie die anderen für zu sagen, den hat den nächsten Preis mit 1.000 Euro so viel suchen. Ja? Für den nächsten Preis mit 1.000 Euro zu gehen und dann den zweiten Preis mit 500 Euro, haben wir uns als Jury die Freiheit geholt, keinen ersten Preis rauszugehen. Wir machen 3 Zweitpreise, das heißt, so gehen alle Guten raus. Wir haben die 1.000 Euro, die wir vom Minister kriegen, plus die 500 von der Gemeinde. 1500 teilen wir durch 3 und wir machen 3 exequon Zweitpreise. Als Politiker benutzen bewusst falschwerde Redewendungen für uns am Tier zu feiern. Ja, als Politiker fuddeln also ganz bewusst für schön a proper do zu stehen. Wir wollen das anhand von ein paar Beispielen illustrieren, an dem es mal diverse Messagen, die von Politikern gesagt werden, so übersetzen, für das auch Schiedfure versteht, was sie wirklich heißen. Da haben wir auf der einen Seite den SGS, Tschei geriebte Spruch. Und auf der anderen Seite GNGS, nicht gefuddelt Spruch. Wann zum Beispiel ein Politiker sieht, ich will das betonen, also nicht nachenkeiert. Dann heißt das auf GNGS. Da seht, wo wir gepur haben, sinnlichen Argumente, die ich immer im Vier bringe, weil ich sonst kein Hund. An dem Moment sind ich auch gerade am Gang Zeit zu gewinnen, für mal zu evaluieren, wenn ich noch so will oder so muss. Wann seht? Ich kann nicht garantieren, dass wir das nach einem Kopf Licht holen. Dann heißt das auf GNGS. Ja, das ist exakt, von dem wir wahrscheinlich stärker schwätzen werden, solange wie wir an der Regierung sind. Aber ob du etwas geschieht, ist eine andere Frage. Und ob das von uns kommt, ist noch eine ganz andere Frage. Wenn man dann ein Kehr an der Opposition sollte, sie werden wir nicht zicken, für direkt zu fragen, wenig geschieht an der Sache endlich etwas. An der Trauerfeier sollte Pastoren und andere starb in der Hoffnung, ins Himmelreich zu gelangen. Sorry, ich habe die Verstorbene gut genug kannt, für zu wissen, dass sie nicht an der Hoffnung für zu sterben gestorben ist. Nee, da bin ich mir ganz sicher. Und du hättest danach geheischt. Herr, lass unseren lieben Toten in den Himmel ein. An? Wer an mich glaubt, wird ewig leben. Ma mich?
ass natürlich den Herrgott, Gott, Jehova Jahwe gemeint. Dat tut bedeit für mich. Lauscht mal bocht. Wannst du nicht du mich lebst, dann hörst du nicht wie lang zu leben. Hallo, nur dingem Tod. Das ist doch schon Chantage, das da. Nee, was so nicht. Das ist ein Postmortalmordung. Nee, wie lebt das ganz du eigentlich auf? Ich stelle mir das so vor. Seele vom Verstorbenen, eine originalgetreue Kopie vom Körper, schwirft wie von magischer Kraft, schaukelnd wie ein weiß Plum Richtung Himmel. Aber ich will auch nicht lieber spekulieren, wo genau an der Wettfränger heisch die Himmelsperrt du hast. Darüber sollte nicht sich den Kopf zerbrechen. Mir eins bin ich mir sicher, dass mehr heisch wie die Blut sehr flieht. Ja, so hätte ich wieder am Weg am Vakanz schon gesehen. Die Damen, die Herren, mir so nicht merci, dass wir das Projekt heute vorstellen. Herr Ambos, die Hut vor. Ich stelle nicht einen handvermengen Plan der Weiterung vom Bauperimeter vor. Maar ja, dat is in principe ook een goed zaak. Maar die ziet een landgemeng. En dan moeten we niet oppassen dat die van het rooskin en de levenskwaliteit voor de bieren herhalen blijft. Wat mengt hier doet zo die heren, Madame Lafleur? Ja, wat den Herr van Wach Madame gesagt hat, das ist gar nicht so falsch. Wir müssen gucken, ob wir mit dem toten Projekt Fledermaus nicht so viel steuern. Und überhaupt, hat er schon eine Tüte gemacht. Ich war Fledermaus, ich war Rachvolle wie der Rot Milan oder den Ich fand ihn halt nicht am Dossier. Ja, von dat gefroht, dass der rechnen mir dat no. Wie wird die Wasserverwaltung dann dort so? Für das muss man mal gucken, ob man an den Kanal kommen. Und dann das ganze Diverflasche Wasser. Wo gehen wir hin, Domat? Hast du schon eine Tüte gemacht? Nein, mir gemeint für 3 Häuser bräuchte mir das nicht. Weil das geht doch schließlich kein so großes Wasserabkommen. Das kann ich jetzt nicht so direkt sagen. Du musst dir deine Berechnung gemacht gehen, ob man keine Rückhaltung muss führen. Goed, zie maar eens al eens dat we nog verder Tüte brauchen. Toen nog kunnen we je dan al die niks vragen. Okay.